Moje Kanner, ich bin Sabrina Kaufmann und ich bin eine Manga-Künstlerin. Und heute proposieren wir, dass wir zusammen gucken, was Manga sind und wie die entstehen. Allez, seid ihr bereit? Majo, was sind Manga, für uns zu fangen? Manga ist das japanische Wort für Comic. Also sind Manga grob gesehen Comics aus Japan. Vielleicht kannst du ja verschiedene, so wie Dragon Ball, One Piece, Naruto. Die haben noch oft ganz große Augen und coole Haare. Hier in Europa kriegen wir Bücher und Librarien zu kaufen. Aber weißt du, wie Manga in Japan entstehen? Da steckt richtig viel Arbeit dran. Meistens haben wir einen Mangaka. Das ist der Name von der Person, die Manga malt. Es kann aber auch sein, dass wir zwei Personen haben. Ein Autor, der die Geschichte schreibt, und ein Zeichner, der die Geschichte malt. Jedenfalls als Mangaka arbeite ich für eine Firma, die lauter Manga produziert. Der Mangaka hat auch oft ein Team. Da gibt es mal den Editor. Hier hilft der Mangaka, für das die Geschichte also gut wie möglich geht. Der Mangaka hat auch oft Assistenten. Sie helfen bei den Zeichnungen, für den Mangaka seine Arbeit zu erleichtern. Der Mangaka malt zum Beispiel seine Personagen und die Assistenten zeichnen nur noch Details, so wie zum Beispiel Schilder oder auch Hintergründe. Der Mangaka und sein Team müssen oft viel schaffen, für alle Woche oder alle Monat ein Kapitel zu zeichnen. Pro Woche können das zum Beispiel bald 20 Seiten sein. Aber für was dann so viel? Majo, die Manga-Kapitel gehen alle Woche oder alle Monat an einem Magazin geprint. Wenn die Geschichte den Leser gut gefällt und es sind genug Kapitel gemalt, dann wird daraus ein richtiges Buch gemacht. Und verschiedene Mangas sind so beliebt, dass daraus ganze Serien gemacht werden. Also, wusstest du, dass Manga so entstehen? Für mich geht es nicht mehr Flottes, wie Geschichten zu erfahren und zu zeichnen und damit den Leser Frieden zu schenken. Wer ist dabei dir? Willst du auch Mangaka gehen?